Good Marius. Ik freue mich, dat we vandaag Marius waar de taub Gottes woord betrachten kan. En dat is mijn wensengebet, dat God waar de unge ans zenden wordt. En dat hij waar te ons durch zijn woord reden wordt. Als Christen zijn we beroepen, zo gezonnen te zijn als Christus wir. Und obwohl wir diesen Satz verken hören, müssen wir manchmal daran erinnert worden, wo ein Christus-ähnliches Leben luten wird. Und deswegen studieren wir 1. Petrus Kapitel 4. Petrus gibt uns praktische, alltägliche Beispiele dafür, was das meint, so Christus zu denken und zu handeln. Und das gibt 5 Hauptbeispiele, die Petrus in Kapitel 4 aufteilt. In 24 habe ich den zweiten Beispiel in Vers 8 betrachtet, wo er sagt, Ever alles seid du nu, dat nicht jener Leib eine zum anderen stieren kann. Wie es Leib dagt viele Sünden tau. Petrus sagt, dass wir kann nicht wirklich Kinder Gottes sein, ohne eine reine und salzgebende Leib für unseren Nächsten zu haben. Und dann nimmt er diese Gedanke wieder, indem er sagt, dass diese Agape-Leib viele Sünden deigen wird. Und dabei zitiert er Salomo aus dem Alten Testament. Und Salomo erklärt, dass Agape-Leib halt uns als Kinder Gottes über andere ihre Fehler zu kicken und an auch zu vergeben. Und kriegt, dass Jesus unsere Sünden vergeben hat und versprochen hat, und die niemals war der vierte Gruben, müssen wir denen vergeben, die uns arg tun. Jesus ist bereit, durch seine große Agape-Leib uns zu vergeben. Und das ist dieselbe Leib, die wir von ihm kriegen tun. Und kriegen können, die uns hilft, seinem Beispiel zu folgen. Wir sollen so gesonnen sein, als Christus wir. Wir sollen so denken, als Jesus tut. So handeln, als er gehandelt hat. Und was meint das für unseren Alltag? Petrus sagt in Vers 9, Nämt jieren Jast ab. Leiber aus Grenzen, wann die kommen. Und hier fingen wir 2 wichtige Hauptpunkte, die wir betrachten wollen mit Gottes Hilfe. Erstens sagt Petrus, dass wir jieren Jast abnehmen sollen. Luther sagt, seid gastfrei untereinander. Und das originale Wort, das in unserem Text als gastfrei übersetzt wird, als Philoxenia oder Philoxenos. Und dort Wort kommt vom Wortstamm Philos. Und Philos bedeutet, einen Freund zu sein. Und dann, als das Wort Xenos durchfing, und dort meint Fremder. So taub meint das ganze Wort Philoxenos, ein Freund für Fremden zu sein. Und dort dieses Wort Gastfreundschaft enthält diese beiden Bedienungen erschaffen. Und doch wohl ist es für uns zu vergessen, dass echte, wahre Gastfreundschaft getan wird, wenn wir unsere Häuser und auch unsere Horten für Fremde aufmerken. Oder für die aufmerken, die wir noch nicht so gut kennen. Und manchmal laden wir Familie an oder Freunde an und denken, dass wir gastfreundlich wären dadurch. Aber das stimmt nicht wirklich, nicht mit Gottes Wort. In Apostelgeschichte 16 finden wir ein scheinendes Bild von wahrer Gastfreundschaft oder Gastfried an. In Kapitel 16 kriegt Paulus eine göttliche Vision oder Traum, die an Mazedonien raubt, um dort Evangelium zu predigen. Und dann lesen wir in den Versen 11 bis 15, in der Apostelgeschichte 16, Verse 11 bis 15, dann fuhren wir von Troas los und fuhren gleich über nach Samothrake und kamen nächsten Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, eine römische Kolonie, und die gegen ein von den ersten Städten in Mazedonien. Und dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat ging wir beim Stolzport Wuta, wo du gewöhnlich Gebet ward. Und dort sahen wir ans Stuhl und reden mit den Frühes, die sich dort versammelt hatten. Und eine Frau, die du horchen deut, wie Lydia, ein gottesfürchtiger Frühmensch von Thyatira, die mit bleibraudet sich handelt, der mögte haar das Hort up, dass sie darauf achten, deut, was Paulus sagt.
Und als sie in ihrer Familie wären gedeiht worden, lud sie uns an, am Haus zu kommen und sagen, wenn je mich du verhüllen, dass ich zum Glauben am Herrn gekommen sei, dann kommt und bleibt an mein Haus. Und sie berät uns. Gewöhnlich, wenn wir jemanden bei uns am Haus für Nachtjahrs haben, dann hat die Person uns nur gefragt, ob die bei uns würden bleiben können. Und hier über beide Lydia, Paulus und die anderen, die mit am Viren an, bei zu bleiben. Und das gibt eine andere Seite von biblischer Jastfreundschaft, die wir leicht vergeten tun. Ein Bibelgelehrer schreibt, an neutestamentliche Tiden bedient Jastfreundschaft gewöhnlich nach Jast der Hahn ab 2 bis 3 Teil wenigstens, ohne eine Erwartung, dass einer dafür was kriegen wird. Und diese Art Jastfreundschaft sei ja anders, als was wir von der und Tag gewohnt sind. Das schlägt viel mehr an, als bloß jemanden zum Eten oder zu einer Mahlzeit anzuluden. An der neutestamentlichen Zeit haben Prediger und auch Missionare längere Zeiten an andere Häuser geblieben. Wir können uns vorstellen, was für ein Opfer das für die Geschwister damals war. Aber trotzdem stelle ich mir vor, dass die meisten Geschwister das jieren deuten. Die wären wahrlich die Kosten für die Abnahmen zu bedenken und betonen, wann das meint, dass das Königreich Christi dadurch gebüht wird. Das deuten sie mit Freude. Die ganz meisten Menschen, nehme ich an, haben das mit Freude getan. Im 3. Brief von Johannes, 3. Johannes, du so lesen wir in Gottes Wort, wo verreisende Missionar Johannes einen guten Bericht über die Jastfreundschaft geben, die sie von Gaius erhielten. Hört mal, was Johannes an die Verse 3 bis 8 schreibt. 3. Johannes, Verse 3 bis 8. Er sagt, ich will sehr froh, als Brüder kommen und sehen, dass du aufrichtig lebst, und die in deinen Wandel und die Wahrheit hältst. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder nur die Wahrheit an Christus leben. Lieber Freund, du bist daran treu, was du für die Brüder tust, besonders nach wann dort Fremde sind. Die reden hier an der Gemeinde von wo Gott meinend du bist. Und du tust gut, die Brüder so auf den Weg zu halten, dass Gott daran einen Gefallen hat. Wir sind ab der Reise, um die Botschaft von Christus wiederzubringen, und dafür nehmen sie nichts von denen, die nicht glauben. Und deswegen soll wir so eine Männer unterstützen, dass wir dadurch mitarbeiten, die Wahrheit zu verbreiten. Johannes lobt Gaius für seine Jastfreundschaft. Johannes sagt, dass seine guten Taten ein Zeugnis von seiner Life war. Er tut das mit reinen Motiven. Er will ein Mitarbeiter Christi sein, dieser Gaius. Und obwohl er vielleicht nicht ein Evangelist war, wie er reit, sein Haus aufzumerken für diese Missionare, die durch die Hand kommen. Und dadurch war er ein Mitarbeiter Christi. Wir haben alle verschiedene Gaben und Talente. Wir sind nicht alle Evangelisten. Wir sind nicht alle Lehrer. Wir sind nicht alle musikal begabt. Aber viele haben so eine Gabe, wo sie ihre Horten leicht für andere aufmerken dann. Sie sind jastfrei. Und Johannes sagt, dass wir so gut, dass Gaius sein Haus für diese Missionare aufmerkt. Und so kann wir auch Prediger, Missionare und andere Christen halten, die für Jesus schaffen dann, wenn wir unsere Horten in der Kirche für an aufmerken dann. Gaius hat das mit reinen Motiven getan. Und das bringt uns zu unserem zweiten Hauptpunkt. Wir lesen in unserem Text, Nämt jieren Jast ab, lieber als Grenzen, wann wir kommen. Paulus schreibt, was ähnliches in Philipper 2, Verse 14 bis 15. Philipper 2, 14 und 15. Dort alles ohne Bremsch zu sein und ohne zu zweifeln. Dann sind die Gott seine reine und schuldfreie Kinder und dort nichts utzusagen ist. Scheint als Licht der Mank eine verdarfene und verdrehte Menschheit an dieser Welt.
Wenn wir am Namen Jesu Gaudet tun, ohne Grenzen, dann schien wir als klar dachende Lichter manch eine verdarvene und verdrehte Menschheit an dieser Welt. Woran hat Petrus seiner Leser gesagt, sie soll nicht ihre Jahresfreundschaft grünzen? Ein Bibellehrer erklärt, um wirklich jahresfreundlich zu sein, hat es immer was gekostet. Und deswegen beklagten sich einige, die so eine Freundschaft fremden Wesenheiten und grünsten manchmal hängen den Rehen ihrer Jahres, aber wo schwor, dass wir sich an zu kümmern. In diesem Brief ermahnt Petrus den Christen, anderen mit Freude zu dienen. Wenn wir eben was grünzen tun, aber dort dann trotzdem tun, sind wir dann, oder haben wir dann reine Motive? Nee. Sei wie Christus ähnlich, wenn wir jemanden abnehmen, wirst wir uns gezwungen fühlen, dort zu tun, oder wirst wir unseren Raub schonen wollen? Was wollen Menschen eben uns sein, wenn wir den nicht abnehmen tun? Sei wir dann wirklich so gesandt aus Christus wir? Nicht wirklich. Was soll unsere Jahresfreundschaft trieben oder motivieren? Wir finden eine Antwort an den folgenden Kommentar. Wahrhaftig Jahresfreundschaft ist nicht die künstliche Jahresfreundschaft, die von der und Tag so leicht zu finden ist, sondern die Abnahme von Menschen, die dort wirklich fehlen. Besonders die für ihren Glauben lieben tun, als Arbeiter Christi. Und dort alle Jahresfreundschaft wird ein christlicher Leben getan. Seine wird sterben mit Römer 12, Verse 9 bis 13 überein. Römer 12, Verse 9 bis 13. Paulus sagt, dort jenen Leib nicht hecheln. Ha ein Aufscheu für dort, was schlecht ist. Und halt fast, was gut ist. Als Brüder seid ihr untereinander von Horten gut sein. Merkt immer Ruhm für den Nächsten seine Ehe. Sieht nicht viel. Wenn das kommt zu tun, was die tun sollen, sieht dringend am Jast, dem Herrn zu dienen. Sieht froh in jener Hoffnung. Geduldig, wenn je lieden. Anhaltend am Gebet. Halb jieren, wo der Helge dort fehlt. Sieht jasfrei und abnehmend. Wir sollen als Geschwister im Herrn uns untereinander von Horten gut sein und jasfrei und abnehmend sein. Und dort gibt viele Christen, die Hebräer 13, Verse 1 und 2 zitieren, dann, wenn sie darüber reden, dann, woran wir jasfrei sollen sein als Kinder Gottes. Hebräer 13, Verse 1 und 2 sein, blieft fast an der Bruderleib, verjeft nicht jasfrei zu sein, wirst du durch Herrn einige Engel abgenommen, ohne dort zu weiten. Und das stimmt, das ist Gottes Wort, wir weiten dort das Stammen dort. Aber was brauchen diese Verse mehr als eine Warnung? Als ob Gott unsere Jahresfreundschaft prüfen wird, indem er Engel rückschicken wird, um zu sehen, ob wir die abnehmen wollen oder nicht. Und deswegen soll wir jasfrei sein und nicht darüber grünzen. Aber Gott prüft unsere Jahresfreundschaft nicht so sehr, liebe Geschwister. Er sagt auch nicht, was immer wir tun, dort tut als für seine Engel. Nee, das stimmt nicht mit Gottes Wort. Die Schrift sagt in Kolosser 3, Vers 23, Kolosser 3, 23, alles, was ihr tun, dort tut von Horten jieren, als für Gott. Als für Gott und nicht für Menschen. Und dieser Gedanke kommt wahr in Matthäus Kapitel 25 ab, wo Jesus beschreibt, wo der Gerichtstag sein wird. Und so sagt Jesus in der Verse 34 bis 40, war das als aus Matthäus 25, Vers 34 bis 40, das wird heute seine Nachfolge sein wird Gerichtstag. Er wird sein, dann wird der König zu dir an der rechten Seite sein, kommt, je sind von meiner Vater gesegnet, oft und reich,
dort für jünt reingemerkt wird, all dann aus dieser Welt der Grund gelegt wird, wir ist echt wie hungrig, sagt der König, und die geben mir zu eten. Echt wie durstig, und die geben mir zu trinken. Echt wie fremd, und die nehmen mich ab. Echt wie nächtig, und die geben mir Kleider. Echt wie krank, und die besachten mich. Echt wie eingestaubt, und die können mich besiegen. Und dann wollen die Gerechten am sein, Herr, wenn er sah, wie die hungrig, und geben die zu eten, oder durstig, und geben die zu trinken. Oder wo traf ich die aus einem Fremden, und nehmen die ab? Oder nächtig, und geben die Kleider? Wo sah wie die krank, oder festgenommen, und besachten die? Und dann wollte ich nicht an sein, ich sage ihnen die Wahrheit, was ihr für den geringsten von meinen Brüdern getan habt, dort habt ihr an mich getan. Als Christen sind wir berufen, an alle Menschen Gute zu tun, und besonders an die, die mit uns taub im Glauben stehen. Galater 6, Vers 10. Und wir sollen dort mit dieselbe Wahrlichkeit und Life tun, als ob wir dort für den Herrn selbst tun. Und dort hat ihr hier auch Menschen in unser Häuser abzunehmen. Und noch ein Grund, warum wir nicht darüber grünzen sollen, jasfrei zu sein, ist, dass Gottes Wort eine Belohnung verspricht für die Jasfreundschaft mit reinen Motiven ausüben. Jesus sagt in Matthäus 10, Verse 40 bis 42, wer jünd abnimmt, nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt den ab, der mich geschickt hat. Wer ein Prophet abnimmt, wie es ein Prophet ist, wird ein Prophetenlohn kriegen. Und wer einen gerechten Mensch abnimmt, wie es gerecht ist, wird den selben Lohn kriegen, als der Gerechte. Und wer ein von diesen Geringsten wegen ein drunkalet Worte gibt, wie es mein Jünger ist, ich sage ihnen, der wird sicher seinen Lohn kriegen. Wenn Gott verspricht, jemanden zu belohnen, der ein von seinen Nachfolgern ein drunkalet Worte gibt, wie es sein Jünger ist, wie viel mehr wird die segnen, der ihre Häuser in Horten für denen aufmerkt, die Gott nicht anschickt. Und Gott schickt die. Jesus verspricht nicht bloß die jasfreundliche Person zu segnen, aber er verspricht auch die zu bestrafen, die sich weigern, den andere abzunehmen. Und das ist das andere Ziel, war. Am selben Kapitel warnt Jesus seine Jünger an Verse 14 bis 15, Verse 14 und 15, und wenn jünd wer nicht will abnehmen, und jüne wird harchen, dann gut von dort Hüs oder der Stadt weich und schadet jünd den Stoff von der Feit. Ich sage jünd ganz abrichtig, Gerichtstag wird dort für Sodom und Gomorra leichter sein, als für so eine Stadt. Liebe Geschwister, wie viele Menschen haben wir weichgeschickt, die nach uns gekommen sind, Halt? Vielleicht eine Multi zu kriegen, oder vielleicht ein nach bei uns zu bleiben. Und wir schicken die weich. Wie es uns ist das vielleicht nicht passend, antwortet wird kosten, die nachjahrs bei uns zu haben. Uns ist das einmal gleich, wird einmal. Wird einmal, der ihr sagt, auch wir, wie viele Menschen habe ich all weich geschickt, die Gott mir uns geschickt hat? Und woran? Was sind unsere Ursachen, du tau? Was meint das, so gesonnen zu sein, aus Christus wir? Petrus sagt, nehmt ihren Jast ab, bleibe aus Grünzen, wann die kommen. Und ich finde das interessant, wo hier von der und da schienen ständig geraten zu wollen, und über Menschen waren Wiedlaft ja eingeladen. Woran ist es so dort? Na, ich komme nach Gott besannen, wo Wasserlied, Jieren 3, sehen, die würden jieren, wollen ein gratis Haus wollen. Und dann würden sie zum Beispiel die Jugendlichen an der Kirche anladen können. Wenn es ein Haus, wo sie dann wären, nicht groß genug wäre. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann haben sie selbst ein großes Haus gebaut.
Er sei schmacket in dit Hus gebüht. Und über Wannenkreis, die haben sie niemals wirklich die Jugendlichen bei angehört. Auch nie, dort sie ein großes Hus hatten. Liebe Zuhörer und Geschwister, dort hat nicht wirklich mit Hiese zu tun. Dort hat mit Einstellungen zu tun. Merk wie unsere Horten für andere up. Merk wie unsere Hiese für andere up. Haben wir so eine jastfreie Einstellung? Eine jastfreundliche Einstellung? Oder fehlt du was? Wenn die Menschen sind wahrlich ihre Hiese und Horten für Fremden aufzumerken, auch wenn sie sich als Christen teilen tun. Wenn die Menschen von der und Tag merken ihre Hiese auf, als vielleicht zum Beispiel 20 Jahre zurück. Und was hat das wirklich mit zu tun? Ist das uns amtlich, Jast daheim? Ist das uns unpraktisch? Mit wonen uitred rechtfertigen wir unseren Eingehorsam gegenüber Gottes Wort. Kost Jas Freundschaft ans Wort? Sicher, das tät. Über diese Opfer waren durch die Segnungen und auch Belohnungen hundertfältig tregetult, die Christus denen verspricht, die ihre Hiese und auch ihre Horten für andere aufnehmen. Alles, was wir tun, soll wir so tun, als ob wir dort für Christus selbst tun würden. Das nächste Mal, wenn jemand bei uns übernachten will, wenn wir daran denken, dass wir den Person gleich so behandeln sollen, als ob der Christus selbst wäre. Würden wir unsere Hiese für Christus tun, unsere Horten für Christus tun? Niemals. Niemals. Und Jesus sagt, er will uns dazu bringen, dass wir auch für seine Kinder eine Segen können sein. Wir sollen Mitarbeiter Christi sein. Und wenn wir andere anladen und abnehmen, dann können wir auch Christi Mitarbeiter sein. Du darfst, was sein Recht gebüht. Muss Gott uns helfen, unsere Horten und unsere Hiese für Christus und für andere aufzumerken. Amen.